Und, wie schaut die aus? Gut? Du schaust ja gar nicht. Ich hätte zum Friseur gehen sollen. Nein, es passt schon. Ich hab's halt irgendwie nicht so hingebracht, findest nicht? Du, ich sag doch, du schaust gut aus. Ich sag nicht, du hättest halt noch zum Friseur gehen sollen. Es ist eh spät. Oder soll ich mir noch was anderes anziehen? Nein. Findest du nicht, dass mich die Farbe ein bisschen blass macht? Nein, die Farbe macht dich nicht blass, aber du machst mich langsam wahnsinnig. So, jetzt müssen wir jetzt gehen. Ich will schon gut ausschauen, weil die Silvia schaut als Braut bestimmt auch total super aus. Die Silvia, die schaut immer super aus. Findest du? Ja, logisch, bei der Figur. Na, bloß weil sie einen großen Busen hat. Mei, groß, normal halt. Das ist doch ein Riesenalter. Wenn das normal ist, was hab denn dann ich? Gaudi Nocker. Immer noch besser als Hängetitten. Was, wer hat Hängetitten? Die Silvia? Ach, das war mir aber aufgefallen. Außerdem ist der Busen bestimmt neu, weil der war früher viel kleiner. Ach, das ist doch wurscht. Ja. Soll das heißen, dass ich jetzt auch meinen Busen machen lassen soll, oder was? Das ist doch wieder typisch. Ihr Weiber dreht so einmal das Wort im Mund um. Ja, na, hättest halt die Silvia heiraten müssen. Ich will die Silvia aber nicht heiraten und es geht ja auch gar nicht, weil sie nämlich jetzt den Wolfgang heiratet. Ja, aber eigentlich wäre sie dein Typ, wenn sie nicht... Jetzt gib halt endlich eine Ruhe, Mensch, wir werden doch heute nicht mehr fertig. Aber das eine musst du schon zugeben, das war schon eine super Idee von mir mit dem Video. Weil da hat man doch was, auf was man sich freuen kann, für immer, also was für die Ewigkeit. So, jetzt. Es läuft runter. Das ist sehr gut. Übrigens, apropos, läuft das Ding schon? Ja, logisch. Aber warum sagst du das nicht? Jetzt reden wir die ganze Zeit über den Busen von der Silvia. Ach, das schneide ich doch alles raus. Ach so, ja. Also, dann sag was. Ja, gut. Liebe Silvia, lieber Wolfgang. Liebe Verwandtschaft. Was? Ja, das ist doch ein Familienfest und da muss man doch auch die Verwandtschaft begrüßen. Also angenommen, wir würden noch mal heiraten, dann da ich den Teil von meiner Verwandtschaft sicher nicht einladen, die sie bei Tisch nicht benehmen können. Also alle. Nein, nochmal. Also liebe Silvia, lieber Wolfgang, wir wollten euch zu dem schönsten Tag in eurem Leben sagen, Dass ihr euch nicht wundern braucht, wenn es auch der längste wird. dass bestimmt noch ganz viele wunderbare Tage folgen werden. Wunderbare Tage. Ja, herrliche Tage voller Liebe und Harmonie. Aber auch Tage, wo man sagt, Sagelzement, hoffentlich hat jeder seinen Namen auf die Küchengeräte geschrieben. Albert, Und in die Bücher hinein und auf die Elektrogeräte. also bitte. Ja, weil es sonst wieder losgeht. Na, das ist mein Vibrator, den hat mir der Onkel Erwin zur Hochzeit geschenkt. Das ist doch total unromantisch, sowas. Ja, sicher, aber wer hat gesagt, dass eine Scheidung romantisch ist? Das geht doch wirklich zu weit. Du, wir können doch nicht die zwei zur Hochzeit gratulieren und dann im selben Atemzug so nebenbei erwähnen, dass sie ihre Sachen beschriften sollen, damit es bei der Scheidung schneller geht. Das ist doch pervers. Pervers ist, dass du Handtaschen kaufst, die teurer sind wie mein erstes Auto. Ich gebe lediglich praktische Tipps. Das ist ja jetzt wurscht. Auf alle Fälle ist das ein freudiger Anlass und da wird eben nur Positives erwähnt. Genau, Ja. Und jetzt reden wir zum Beispiel mal über das Brautpaar selber. Genau. Also ich muss ja wirklich sagen, die Silvia, das ist eine Frau, wie man sie sich wünscht. Sie hat Humor. Und ein Teekörbchen. Ja, und sie kann toll kochen und backen. Und vor allem auftauen. Und sie hat einen wunderbaren Geschmack, was Kleidung anbelangt. Und Und einen Deppen, der alles zahlt. sie hat einen Wolfgang dazu gebracht, dass er nicht mehr ausschaut wie ein nicht sesshafter, sondern wie ein halbwegs zivilisierter Mensch. Ja, aber wenn wir gerade dabei sind, liebe Silvia, die blaue Seidentunika, die ich dir vor 2 Jahren irgendwann mal geliehen habe, die hätte ich gern jetzt allmählich mal wieder und dann gefälligst sauber gewaschen und gebügelt, nicht da ranzelt und da perlt und runtergesorgt wird. Das ist auch schön, wenn man Freunde hat. Was hast denn du mir rein? Ja, weil wir noch nichts über den Wolfgang gesagt haben. Und der Wolfgang, das ist ja wirklich ein ganz toller Mann, oder Renate? Ja, ein ganz toller Mann. Ja, also wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so sein wie der Wolfgang, gell? Also so ausschauen zumindest, ohne seinen Bauch halt. Der Wolfgang hat doch keinen Bauch. Na, der Wolfgang hat keinen Bauch, das sind vielleicht hochgezogene Samenstränge. Ja. Und eben, der schaut auch so rassig aus mit seinen dunklen Haaren. Man kann den fast für einen Italiener kann man halten. Genau, oder für einen Finnen. Wieso für einen Finnen? Ja, weil er so kasig ist. Ja, wurscht auf alle Fälle. Der Wolfgang hat einen tollen Sinn für Humor. Ja, genau. Sein Lieblingswitz, den hat er mir schon 500 Mal erzählt, der ist gut. Kommt eine Frau beim Arzt. Den verstehe ich nicht. Das war mir klar. Auf alle Fälle ist der Wolfgang ein Weltenbürger und ein Kosmopolit. Genau, ein Kosmopolit und ein Weiberheld. Geschmarrn.
Ja, wenn ich's das sag, der hat doch jahrelang die Frau vom Apotheker hergenagelt. Was, die Apotheker Adelbergerin, den alten Schirm? Ja, freilich, und da war er mit der Silvia schon zusammen. Nein, Ja, doch. der Hami, der Dreckerte. Das haben doch alle gewusst. Ja, ich nicht. Ja, du nicht und Silvia nicht. Die Drecksau, die der Feide. Ja, jetzt komm. Ja, die arme Silvia, das muss bei alles rausschneiden, gell? Ja, logisch schneide ich das raus. Ja. So, jetzt sagen wir aber was Nettes. Ah ja, was Nettes. Ja, also, liebe Silvia, lieber Wolfgang, wir wünschen euch zu eurer Hochzeit alles Gute und Und dass ihr immer gesund bleibt, dass der Wolfgang nicht mehr in die Apotheke muss. genau. Also, Also, Prost. Prost. Und jetzt, liebes Brautpaar, sehen wir ein Video, das eure lieben Freunde Renate und Albert für euch gedreht haben. Weißt du noch, was wir da im Suff für Sachen gesagt haben? Ui, 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 ui. Aber Gott sei Dank hast du das ja alles rausgeschnitten, gell? Du hast es doch rausgeschnitten, oder? Was, wer hat hängetüten? Die Silvia? Ja, das war mir aber aufgefallen. Außerdem ist der Busen bestimmt neu, weil der war früher viel kleiner.